Moin YouTube, was geht ab? Wir reagieren heute auf Satter Hugo, denn der ganze Chat hat geschrieben, dass ich anscheinend drin bin. Ich bin sehr gespannt. Lasst ein Abo da, Like und alles, was dazugehört. Viel Spaß, tschüss. Yalla. Blauer Himmel, keine Wolke, trockene Straßen. Seht ihr hier irgendeine Gefahr, irgendwas, was auch nur im Ansatz schief gehen könnte? Ich sehe eine Gefahr, und zwar den Fahrradfahrer an sich. Der ist eine Gefahr auf der Landstraße. Aber was war das, Chat? Was war das? Was ist das? Also, das sieht sehr, sehr leicht aus. Das sieht sehr, sehr leicht aus. Das sieht so aus wie so Styropor oder irgendwas. Heu, Stroh. Das ist Stroh. Okay. Ja gut, das scheppert die ordentlich in die Fresse rein, aber ich glaube, man überlebt. Wir haben hier, by the way, Bollards. Die sind hinten schwarz und haben vorne zwei Striche. Das kann einerseits in der Schweiz sein, aber auch in Deutschland, denn ich bin gut in Geogesser. Das war so gewollt. Das war viel zu präzise, damit es ein Versehen Heu ist aber trotzdem ein bisschen schwer. Ja. gewesen sein konnte. Da saß hinten einer auf der Ladefläche, Laderampe, hat den Fahrradfahrer anvisiert mit Teleskop. Da ist er und dann rübergeschmissen. Das war mit Absicht. Das ist verfickte Scheiße. Final Destination. Fuhr der Sensenmann hinten auf dem Gepäckträger mit. Der Junge war reif fürs Paradies. Wie klein ist die Wahrscheinlichkeit, dass da so ein Das ist echt krass. Das ist wirklich ultra krass. abhebt und so ein Aber es sieht so leicht aus. Wieso ist da Heu drin? Heu ist doch schwerer. Das fliegt da so raus. Volltreffer straight up ins Schwatte hittet. Was läuft? Strike. Willkommen zum nächsten Video. Moin. Willkommen zur Scandi-Tour. Das geht los, Digga. Scandi, das Wort kenne ich nur von Geogesser, Chat. Deutsche Papa Platte und Reese. Ich finde das eine geile Truppe irgendwie. Ich habe so das Gefühl, dass so die Jungen von Twitch irgendwie, die es einfach so machen, auf was sie Bock haben und so eine Tour machen. Finde ich ultra geil. Deutschland! Der Bruder muss ins Eckige! Hallo? Hallo? Mach mal nach Dänemark. Warum? Weil wir da eine Tour machen. Was? Du blænder mig. Jeg ved ikke, hvordan man siger det på tysk. Det er pisseirriterende. Lange Licht an. Oh, sorry. Dankeschön. Wir fahren mit Fernlicht in die Vollkontrolle rein. Du Blödmann! Ich hätte sie halt, du Blödmann! Ach so, what the fuck. Die war ja todesabgefuckt, die Polizisten, Chat. Boah, das ist krank. Real Talk. Du rutschst gerade richtig, ne? Alles. Ich bin so leicht auf die Bremse. Bro! Oh mein Gott. Auto so machen. Ey, das ist nicht zu unterschätzen. Ich habe auch letzten Winter, waren wir in Österreich mit Paul und Maelo und ich hatte auch noch Sommerreifen drauf, ultra dumm, mitten im Januar. Und Digga, also du rutscht nur rum. Schon mit Winterreifen, wenn es richtig eisig ist, keine Chance, aber mit Sommerreifen auch nicht. Aber allgemein so rumrutschen im Winter ist crazy. Machen so, aber das ist hinten einfach stuck. Digga, todesunschuldige Stelle, um festzustecken. Do you need help? Oh, you're stuck? Oh my fucking God, er ist stuck. Geil. Ey, ich sag, das sind so Missionen, die braucht man so ein-, zweimal im Leben. Ich glaube, ein-, zweimal im Leben muss ein Auto im Schnee feststecken. Ich glaube, das fuckt ultra ab, aber ich glaube, es ist auch echt so, wir hatten das einmal auf Island, du bekommst das Auto fast nicht raus, aber es sind dann auch so alle da und du hast so dieses Ziel, das Auto rauszuholen. Du weißt, irgendwie wird es klappen, im Notfall kannst du irgendjemanden anrufen, aber man ist so da am Schaufeln, Digga, du machst den Schnee weg. Es ist so richtig so, Männer. Es hat auf Island bei uns schon sehr, sehr Spaß gemacht, muss ich sagen, obwohl wir irgendwie 3 Stunden lang probiert haben, dort Schnee wegzumachen, Gas zu geben, Bretter drunter zu legen, eine Schaufel drunter zu legen, dass so Grip bekommt. Aber ich glaube, einmal im Leben muss man das erlebt haben. Die hatten da eine echt krasse Situation, aber war gleichzeitig der beste Moment irgendwie mit dem Adrenalinkick. Ja. Es ist irgendwie krass und natürlich auch gefährlich auf eine Art, aber irgendwie, ich glaube, so low-key, wenn man in so einem Gebiet ist, so Norwegen, Island. Ich weiß nicht, ob ihr meinen Take checkt, aber ich check den Take. Ich check den Take. Versteht ihr das, Chat? Oder laber ich gerade komplette Scheiße? Aber ich glaube, so ein bisschen geil ist es schon immer, wenn das Auto feststeckt im Schnee. Oh, das hat plus 0,15 Grad. Guck mal, das ist so. Sieht man das mal? Was würdest du machen, wenn ich jetzt so einen Slam Dunk hier reinmache? Was ist los? Das ist halt nicht lustig einfach. Digga, hier ist es. 329 Kronen, wie viel ist das? 80 Euro? Boah, let's go! 80 Euro! Jetzt würde sagen, wir sollen 2 holen. Die kosten aber 80 Euro, Jungs. Ach, Digga, das sind 8 Euro. Ich habe vergessen umzurechnen. Für mich wäre es gerade okay gewesen, diese Blöcke für 80 Euro zu kaufen. Guck mal, hier sind besser. Diese Blöcke. Krasse Blöcke, Digga. Wake up.
have Mr. Beast chocolate. Real? I had a picture with Mr. Beast. No way. I show you. He's like his best friend. Oh my God. Das ist geil. Mr. Beast. Warte. Ich rutsche jeden zweiten Tag im Winter mit dem Auto ins Dorf runter. Jo, geil, wenn das Auto überlebt. Ey, das hat meine Frisur, geil. Ey, Hugo. Hugo, du bist nicht alleine. Ich bin für dich da. Michelle Schippers, Purchase Skillet Online. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ey, wir haben das kaputt gemacht. Das Snowboard hat das Kabel abgedichtet. Da war so ein fetter Funken gerade. Geh nicht dahin. Das ist wirklich durchgeschnitten. Die sind beide auf. Halt's Maul. Wir können kein What the fuck? bestellen wegen dir. Oh, geil. Das ist geil, ey. Ich habe jetzt schon wieder Bock auf Schnee, ne? Aber ich bin am Donnerstag in Kitzbühel. Geil. Yo. Oh mein Gott. Cinema. Digga, wie geht das? Ach so, die haben den Bildschirm abgefilmt. Ja. Yo. Das ist geil. Ey, Dashed Outlines lang, nur in Norwegen, Chat. Scheiße, ich bin so in Geogesser drin, ne? Ich bin, als ich nach Largs gefahren bin, habe ich die Bollards angeguckt in der Schweiz. Hinten komplett schwarz, vorne 2 weiße Punkte. Ich habe die Absperrung auf der Autobahn angeguckt. Ich bin so in Geogesser drin. Ich brauche wirklich einen Zug. Ist kein Witz. Es ist wirklich kein Witz. Oh, nein! Heiko, Ja? mit wie vielen Jahren hattest du dein erstes Mal? Mit 14 meinst du, oder? Ja. Alter, das ist krass. Wir waren Yo! Ey, Heiko! Krass. Ich hatte mein erstes Mal mit 19 und mit 18. 18 oder 19. aber ich weiß auch, dass wir das mit ihrer Mutter besprochen haben, dass wir das halt machen wollen. Was? Ich achte in irgendwelchen Serien, die in Korea spielen, auf Strommasten. Ist wirklich zu krass. Ja. Ja, mit der Mutter von der habt ihr gefragt, ob wir Wir haben das halt so mit der besprochen und gesagt, dass wir das machen. Kann ihre Tochter meinen abblasen? Ja, haben. Sie hier? Das ist auch so krass, ne? Das ist mal auch von mir. Hallo, moin. Übrigens, an anderer Aber Stelle ich fand, der war voll cool drauf, so, ne? Von der Art. hat Olaf Scholz... Digga, das sind die Leute, wenn die gewählt werden, die müssen dann mit Donald Trump und Putin verhandeln, ne? Das sind die Leute für Deutschland. Das ist crazy. bei... Ich glaube, man checkt gar nicht, was für eine krasse Verantwortung diese Leute haben, Chat. Weit Wohnzimmer neben diesem Kissen gesessen. Witzigerweise saßt du jetzt auch neben diesem Kissen, aber ohne Loch. Ne, ist was anderes. Wieso ohne Loch? Willst du, glaube ich, nicht wissen. Der Kanzler hat Oh mein Gott. seine Hand auf meinem Kissen, auf einem Pillow-Kissen. Der weiß, dass ich existiere. Was Olaf wirklich nicht weiß, was existiert, ist das Loch unter dem Kissen. Das geht nicht in meinen Kopf rein. Das ist so geil. Er war so weit davon entfernt, das böse Erwachen rauszufinden. Jetzt will ich es doch wissen, weil du es gesagt hast. Das willst du nicht wissen, warum da unten ein Loch beim anderen Kissen ist. Es gibt Geheimnisse auf dieser Welt, die werde ich nie erfahren, warum ein Loch im Kissen ist. Es ist Digga, wieso ist der so chillig? Das macht keinen Sinn, Chat. besser für dich. Kennst du den super alten Schradin vielleicht? Schradin, ja. Der ganz alte, weißt du, mit den grauen Haaren? Weil ich bin jetzt mit dem verabredet. Und wie alt würdest du mich schätzen? 31. Er ist 46. 46. 46. Wie alt ist dein Vater? 45, glaube ich. Digga, ich lieb's, wie Trimax mit diesen Kindern immer redet. Der Kanzler und der Vizekanzler mit Pillowkissen ist auch wirklich weirde Timeline, ja. Ja, und was findet ihr bei Schradin besonders cool? Wir finden seine Skills auch cool. Und wir finden cool, dass er einfach nur krass in Fortnite ist. Ja, Schradin ist krass im Fortnite. Schradin hat mir und Paul geschrieben vor 2 Tagen, yo, nimm ein Video auf, wo ihr sagt, Schradin spielt Elden Ring. Und dann hat er ein Video gepostet von 50 Influencern, die gesagt haben, Schradin spielt Elden Ring. So funktioniert das, wenn man 50 ist, Social Media. 50 Leute sagen, Schradin spielt Elden Ring. War aber eigentlich ganz funny. Du Arschloch! Lass es doch einfach mal! Der ist heute 8-mal an Fallschaden gestorben. Der kann nicht mal gerade ausrennen. Du bist in die Zone, nimm die Zipline hier. Ich liebe die Facecam von Schradin. Die ist immer zu nah und er guckt immer so. Kannst du schon Zipline Ich liebe nehmen? das. Ja. Probleme? Ich frag dich halt extra. Ey, jetzt kommt ein ganz krasser Call. Ich sag, Schradin ist besser in Fortnite als ich. Viel besser. Ich habe noch nie in meinem Leben Fortnite gespielt. Ich check das Spiel 0. Ich bin wirklich, ich weiß nicht, was in meinem Leben passiert ist. Ich habe so diese Zeit, wo Fortnite groß geworden ist, habe ich irgendwie so geskippt. Ich habe das einfach geskippt. Ich weiß auch nicht wieso, was ich dann gemacht habe.
Ich habe immer viel gezockt, aber diese Fortnite-Zeit habe ich einfach geskippt. Ich weiß nicht wieso. Und ich glaube, Schradin ist besser als ich. Vorher, ne? Ja, aber ich bin genauso wie du an das Seil gesprungen und hab's halt nicht erwischt. Mondor, wir sind jetzt ein Team, Trimax und Schradin. Kennst du Schradin? Nee. Ist auch egal. Schradin ist ein Fortnite-Spieler. Doch, Digga. Was denn? Egal. Digga, Schradin, du bist so eine Legende. Ich flieg doch nicht aus der Ruhe, ne? Ich habe Probleme. Ich sitze hier hinten auf diesem Bock und komm nicht runter, Mann! Wie steige ich denn ab von dem Ding? I am under the water. Ich bin YouTuber-Swag, ja. Oh mein Gott. Bist du Trimax? Ja, bin ich. Was? Oh mein Gott. Ja, bin ich. Ich kann leider gerade nicht reden. Ich mach dann jetzt aus. Ey, tut mir echt leid. Ja, du kannst dich jetzt nicht unterhalten. Hab ein Meeting. Sorry, Leute. Sorry. Ja, okay, Jakob. Hatte dein Kompetenzteam jemals einen unfassbar heftigen Lachkampf an deinem Setup, weil sie dich geprankt haben? Nein. Ich habe ein hochdifferenziöses System hier. Was ist ein differenziöses System, Chat? Was heißt differenziös? Alter, hör auf, nicht rumprobieren, während ich hier... Alter, hör auf. Das machen die. Das ist wieder überall. Die gehen auf Teamviewer und stellen während dem Stream Settings um. Das ist geil. Feier ich. Das wird geklippt in jeder Können wir bitte normal machen. Satter Hugo und hungriger Hugo, ihr habt absolutes Videoverbot von mir. Digga, checkst du, dass wir seit 32 Minuten telefonieren? Das ist so geil. Hast du Seven's White geschaut? Ja klar, ey. Eigentlich waren alle cool. Außer Stefan. Ja, na klar. Oh, jetzt, Chat. Kann nicht mal Feuer bohren. Jetzt, Chat. Du wirst keine Blut gesehen haben. Spaß, Stefan, wir respektieren dich alle. Wir sind in der Schweiz. Da sind wir, Chat. Wir sind da. Der IRL-Streamer Maelo hat es in Satahuge geschafft. Geil. Das war der eigene Nordwand, die Stefan Free Solo bestiegen hat. Der hat das 100%ig gemacht. Free Solo hier hoch. Diesen Berg zu besteigen. Ist irgendwie auch unangenehmer Clip, ne? Irgendwie auch unangenehm. Ist für viele Bergsteiger das krasseste in ihrem Leben. Ihr checkt nicht, wie hoch diese Wand ist und wie episch dieser Moment gerade ist. Das hier ist die Eiger Nordwand. Die Wand sieht so klein aus. Es sieht so klein aus. Ihr checkt nicht, wie groß die Wand ist. Ich habe auch Kommentare gelesen irgendwo. Boah, das sieht voll klein aus. Ist ja gar nicht so krass, wie alle sagen. Ihr versteht nicht, wie groß das in echt ist. Es kommt im Video nicht rüber. Es kommt nicht rüber, Chat. Die Stefan Free Solo bestiegen ist. Der Stefan ist tatsächlich gerade im Hintergrund. Man sieht ihn nicht so gut, aber der ist gerade am Klettern, ja. Meiner Community muss ich das nicht beweisen. Wenn er normal klettern würde, würde man gut das Seil sehen. Aber weil er ja Free Solo klettert, hat er gerade kein Seil. Guck mal da, wie er die hinten raus wird. Jo, das war der Auftritt in Satahugo. Leute, ich war dabei. Vielen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Spaß. Jeder kennt die eigene Nordwand. Lita, ich glaube, dass so ziemlich alle Leute aus Deutschland die nicht kennen, weil es so ein Schweizer Ding ist. Weisheiten mit Adi. Yo, geiles Video. Mir hat vor allem die Stelle gefallen. Ab 7:15. Das fand ich echt durchaus auch informativ und bildungstechnisch gesehen relativ weit oben auf der Skala. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da, abonniert den Kanal und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss.